Gefühl wird deine Zukunft. Und wenn du schaffst, dich den ganzen Tag eigentlich irgendwie in positiven Gefühlen behalten, klar geht es immer mal wieder runter und man sagt auch, oder viele sagen auch, es ist nicht möglich oder es ist auch ungesund, nur positiv zu fühlen. Also ich bin irgendwie da überhaupt nicht mehr dieser Meinung, weil seit ich weiss, dass das, was ich fühle, das auch anzieht, bin ich noch so lieber nur in positiven Gefühlen wie in negativen und versuche mich auch immer öfters rauszuholen. Und ich merke auch, dass es mir immer besser geht. Und weil ich auch immer merke, okay, es ist jetzt, auch wenn ich mich mal schlecht fühle, es ist nur eine Momentanaufnahme. Und dann kann man auch zurückschauen, wieso fühle ich mich jetzt schlecht? Dann hat es vielleicht schon wieder einen Gedanken, der vielleicht vor einer Stunde war, die Ursache, die mitzieht, oder? Weil wir denken halt etwas und das hat etwas, wo man schon mal erlebt hat, hat halt eine Reaktion von Ereignissen. Das heisst, ein Gedanke hat vielleicht schon mal ein Gefühl ausgelöst und dann ist halt oftmals, wenn man etwas denkt, löst es die Gefühle aus, wo man schon mit dem Gedanken verbunden hat. Oder? Wie, es ist nicht möglich, ein negatives Gefühl. Und darum kann man anfangen zu lernen, es ist alles möglich, sich zu fühlen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du weißt, dass alles möglich ist? Das ist die Geburtsstunde von einem neuen Gefühl, dass du dich drinnen verweilst, dass du einfach merken, so fühlt es sich an, wenn ich weiß, dass alles möglich ist. Und je öfter du dann auch merkst, dass du das selber in der Hand hast, desto mehr stärkt auch der Glaubenssatz und das Gefühl, weil du wirst merken, es ist wirklich alles möglich. Oder? Und dass man einmal negativ, also dass es einmal schlecht geht und alles, das ist ja auch nicht verwerflich. Man sollte auch nicht schauen, strikt immer schauen, so, jetzt muss ich schauen, dass man nur gut geht, einfach beobachten, wenn es dir schlecht geht, herausfinden, warum. Weil oftmals, wenn du in die Beobachterperspektive gehst, wirst du nicht Opfer von dem Gefühl, wirst nicht Opfer von dieser neuen Situation, von dem neuen Zustand und dann hast du auch wieder die Möglichkeit. Und wenn du weißt, dass, oder ja, wenn du dir selber irgendwann so viel wert bist, dass du weißt, hey, ich darf da aufpassen und wenn ich mich negativ fühle, dann ist es eigentlich jetzt gerade Selbstliebe, wenn ich einfach versuche herauszufinden, oder in die Beobachterperspektive geht, dass ich nicht das Gefühl am Leben behalte, weil ich ja weiss, ich ziehe das dann auch wieder an.